Salut zusammen, da ist der Rufus und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever, heute mit der SMR. Diese Waffe habe ich schon ewig lang nicht gespielt. Also ich habe sie mal sehr viel gespielt, logischerweise. Weil irgendwie muss ich ja zu diesen 100'000 Headshots kommen. Aber seitdem die Waffe nicht mehr angelenkt und heute wieder mal gefunden, ich nehme wieder mal die SMR, weil mit der habe ich, wie gesagt, schon lange nicht gespielt. Und ich mag mich erinnern, dass ich ein riesen Fan war von dieser Waffe. Also habe ich beschlossen, gut, nehmen wir die Waffe mit. Das erste Spiel, die Iron Sights sind kotzgrusig. Früher hat es mich nie gestört, jetzt anscheinend schon. Also Sight drauf geht. Gut, Red Dot. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und was spiele ich sonst noch? In beiden Clips schnell ziehen, obwohl eigentlich mit dieser Waffe würde ich am liebsten noch viel mehr Aufsätze brauchen. Ich mag mich erinnern, dass ich Feuermodus gespielt habe, früher sehr viel, also eigentlich immer mit dieser Waffe. Und das habe ich nicht gemacht, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Nicht auf die Idee gekommen wahrscheinlich. Aber dafür ist mir aufgefallen, dass wenn man schnell drückt, also das ist jetzt meine Meinung, aber das Gefühl habe ich irgendwie, wenn man schnell drückt beim Schiessen, zum Teil verschluckt es wie ein Schuss. Klingt jetzt blöd, aber es schießt nicht so rund, nicht so angenehm, wenn man so will, wie mit dem Feuermodus. Und zeigt ja eben, das ist halt. Heute hat es mich einfach gerade gestört, man kann es logischerweise auch mit etwas anderem spielen. Gern hätte ich sie auch mit schnelles Magazin gespielt, weil die Waffe hat langsamste Reload von den Assault Rifles und zudem auch das kleinste Magazin von den Assault Rifles. Wobei, wenn man jetzt eine geile Präzision hat, also nicht so wie ich, dann schafft man mit diesen 20 Schüssen, die man bekommt im Magazin, ja, wenn man Glück hat, sogar etwa 7 Gegner. Weil 2 bis 3 Schüsse auf egal welche Distanz und der Gegner liegt ab. Das ist natürlich, wie gesagt, für jemanden, der geile Präzision hat, kann das extrem krass sein. Und ja, die Hipfire hingegen, die Hipfire ist ganz traurig mit der Waffe. Ich habe jetzt keine Statistiken oder so, aber das ist mir jetzt einfach heute, wo ich die Stunde, 2, die ich jetzt mit dieser Waffe gespielt habe, ist mir aufgefallen, Hipfire, das ist ziemlich eine Glückssache. Schnell ziehen habe ich hier vor allem gespielt, weil ich in beiden Clips Hardcore-Herrschaft gespielt habe, genau. Normalerweise würde ich jetzt sagen, braucht man das nicht unbedingt. Aber ich bin der Meinung, dass in Hardcore wirklich Geschwindigkeit eine grosse Rolle spielt. Und sonst, wie gesagt, würde ich sagen, braucht man Schnellziehen eigentlich nicht, weil ich würde sowieso anraten, die Waffe so zu spielen, wie sie eigentlich glänzt, sagen wir so. Also man hat 2 bis 3 Schüsse auf egal welche Distanz. Wenn man dort die Distanz ein bisschen zu seinem Vorteil macht, heisst jetzt nicht mit Target Finder noch mit reinhocken, aber also ich will die Spielweise nicht fördern, sagen wir so, und wenn er das macht, ist mir das eigentlich gleich. Was soll ich jetzt sagen? Super Ablenkung gewesen, danke. Eben, ich würde einfach die Distanz ein bisschen zum Vorteil nehmen, weil das ist eigentlich wirklich dort, wo sie extrem stark ist. So habe ich das Gefühl, dass sie zum Teil ein bisschen Mühe hat mit der Hit Detection. Also zum Teil bin ich wirklich 100% sicher, dass der Schuss 100% auf den Gegner Point Blank und irgendwie gibt es keinen Kill. Also das ist ein bisschen inkonsistent. Aber alles in allem finde ich es nach wie vor eine relativ geile Waffe, aber man muss sich schon einspielen mit der Waffe. Es ist nicht so, dass man sie einfach aufnehmen kann und dann irgendwie gerade bombastisch abgeht. Nicht so wie die, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, enge Verwandte, wenigstens was die Art des Gewehr angeht. Es ist ein Einzelschuss, also genauso wie die Fall. Die Fall habe ich früher nie gespielt, weil ich gefunden habe, die SMR ist bombastisch. Heute muss ich sagen, die Fall ist um Länge besser, es ist viel angenehmer, finde ich jetzt zum Schiessen. Es ist alles in allem eine geilere Waffe, der Recoil ist nicht so gross. Aber wenn ihr mal ein bisschen Challenge wollt, probiert die Waffe mal aus. Wenn ihr sie noch nicht ausprobiert habt, was ich annehme und wenn ihr das Game überhaupt noch spielt. Aber das wäre die Episode schon wieder von Diamonds Are Forever mit der SMR. Schön, dass ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Ciao.